Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Und wie im letzten Teil gesagt, würde ich sagen, wir machen einfach noch mal ein bisschen weiter hier mit unserer Erkundungstour. Und da geht's auch nicht mehr weiter, da sind wir ja durch die Spalte überhaupt erst hier reingekommen. Und da können wir natürlich sehr viele schöne Sachen unter Wasser auch noch mal erreichen, die uns vorher natürlich verschlossen waren und verborgen waren. Aber ich glaube, auch die Leviathan-Schuppe sollten zum Einsatz kommen, bevor ich das Ganze wirklich noch tragischerweise vergesse. Da können wir auf jeden Fall auch noch durch eine Passage durchgurken. Ja, das U-Boot bewegt sich halt leider so extrem schleppend, muss man sagen. Das ist schon etwas schade. Da können wir da auch rum? Nee, da geht's, glaube ich, wieder nur in eine Sackgasserei. Ah nee, da ist was. Tatsächlich, da ist was. Da ist eine kleine Höhle, durch die wir durchfahren können. Und das machen wir doch auch glatt. Wenn wir was haben, wo wir durch können, dann machen wir das natürlich auch. So. Ist halt etwas schade, dass sich das U-Boot so schleppend langsam bewegt. Wir schlafen gleich ein. Aber wir können hier ins Innere vom Kontinent vordringen. Und sind hier beim Ort gelandet, zu dem ich sowieso hier wollte, glaube ich. Jetzt zwar nicht, bewusst, aber ich glaube, wir sind hier an einem Ort, genau, von dem ich mehrfach erzählt habe. Und zwar, hier können wir raus und können dort hier gehen. So. Sephiroth. So, da ist was. Na? Momente mal, ich glaube, da brauchen wir jemand anderes. Ich bin mir aber nicht sicher. Sephiroth. Warten wir mal, halten wir mal den Gaul an. Ich glaube, da brauchen wir einen anderen davor. Nochmal Sephiroth. Ja, da brauchen wir, glaube ich, einen anderen davor. Uno momento, por favor. Barrett, du musst mal kurz raus. Du musst mal kurz für den Winnie Platz machen. Du, für dich haben wir übrigens auch was Saucooles gefunden. Und zwar der gute Outsider. Seit wann so eitel? Einzelgänger. So. Gehen wir mal da rein. Ja, du kriegst zumindest mal rudimentäre Materia, die Sache. Dir können wir das so ne, Quatsch. Wir können dir die Verwandlung auf neu geben. Wir können dir die Versiegelung auf neu geben, die wir kriegt haben. Du kannst auch hier. Was kannst denn du noch haben? Kannst auch Schokomog nochmal haben. Wie wäre dann das? So. Hast du zumindest ein bisschen rudimentär was? Weil den brauchen wir. Die Stimme, das kann nicht sein. Lucretia? Vincent? Lucretia, bleib und bist. Und es hat wieder mit Nibelheim zu tun. Und wir sehen einen Turk, der dabei ist. Und das scheint Vincent zu sein. Und er ist mit Lucretia viel unterwegs und am Sprecher. Und sie haut ab und er bleibt zurück. Die umarmten Wissenschaftler und er ist enttäuscht und rennt davor. Wenn sie dann glücklich ist, mir soll's recht sein. Sie reibt sich den Bauch. Ich bin der Gegner. Warum Experimente am Mensch? Wir sind beide Wissenschaftler. Danach hat die Lucretia Kind geboren. Der Name von dem Kind lautet Sephiroth. Bricht sie zusammen. Und er erklärt es dem Wissenschaftler. Und der schießt auf Vincent. Er bricht zusammen. Und der Wissenschaftler macht irgendwas am Vincent. Ja. Plärrt wie Sau. Der Körper ist die Strophe, die mir auferlegt worden ist. Ich war nicht in der Lage, Professor Gast und Hojo aufzuhalten. Und Lucretia, ich konnte sie nicht retten. Ich konnte nicht zugucken, das ist meine Strophe.
Lucretia, du lebst. Ich wollte verschwinden, ich musste lesen, ich wollte sterben. Aber die Jenova in mir hat mich nicht sterben gelost. In letzter Zeit habe ich oft vom Sephiroth geträumt, mein liebes Kind. Nach seiner Geburt konnte ich ihn kein einziges Mal halten. Nicht einziges Mal. Ich darf mich nicht seine Mama nennen, das ist meine Sünde. Zurück, bleib und bist. Vincent, bitte sag mal. Was? Ob Sephiroth noch lebt? Ich habe gehört, er sei vor 5 Jahren gestorben, aber ich sehe ihn auf dem Traum. Und ich weiß, dass er, wie ich kann, nicht so einfach physisch sterben kann. Er kann nicht so einfach sterben. Bitte, Vincent, sag's mal. Lucretia, Sephiroth ist tot. So, das war die Sache, die wir hier hinmachen können. Um ein bisschen was über Vincent seine Vergangenheit noch zu erfahren. Der Wissenschaftler, der an ihm rum experimentiert hat, das war auch niemand anderes als der Hojo selber. Ja, das sind schon schwere Geschütze, würde ich sagen. Jetzt machen wir hier wieder PHS. Barrett kann wieder ins Team rein. Wir speichern auch nochmal an der Stelle. Auf jeden Fall, nachdem wir sowas Interessantes hier gefunden haben. Es ist auch hier wirklich nichts Spezifisches gewesen, was wir hier finden können oder so. Kein Gegenstand oder keine Materie oder sonst irgendwas. Das war wirklich nur rein storytechnisch. So Neben-Story-technisch, um einfach auch nochmal den Charaktere sozusagen ein Gesicht zu geben und ihnen ein bisschen die Vergangenheit zu beleuchten. Was ich persönlich aber ein sehr schönes Gimmick finde. Ich finde es sowieso immer schöner, wenn die Charaktere Charaktertiefe haben und man sich sowas auch erspielen muss. Also das macht mir persönlich sehr viel Spaß. Wenn man auch wirklich in der Welt rumreist und man will was entdecken und so weiter. Es gibt leider so viele Leute, die denken dann, boah, jetzt bin ich den ganzen Weg hier verumgetuckert und habe nicht mal irgendwas gekriegt. Das finde ich sehr schade, wenn Leute so denken. Weil die Entwickler haben sich echt mordsmäßig Mühe gegeben, hier eine shiny Story zu geben, wo nicht alles sofort auf dem Präsentierteller liegt, sondern wo man sich auch wirklich Sache erspielen muss. Entschuldigung. Und durch Erkunde auch wirklich erspielen muss. Und ich finde, das sind auch so Dinger, die machen das Spiel lebendig. Okay, hier kommen wir jetzt leider doch nicht mehr durch. Ja, wir sind leider wirklich auch sehr limitiert in unserer Bewegungen. Ich mag jetzt auch nochmal hier entlang gucken. Und ansonsten, wenn wir da nichts mehr kriegen, würde ich aber sagen, wir verwenden jetzt endlich mal diese Leviathan-Schuppe, sonst wäre ich hier noch ganz nervig. Was ich vor 2 Teilen schon erwähnt habe und ich will es jetzt auch einfach mal euch zeigen. Alles andere wäre ja wirklich gemein und mundwässrig gemacht, wenn ich jeden Tag und jeden Teil dann auch sage, oh, wir verwenden mal die Leviathan-Schuppe, oh, ich weiß noch, wo die hingehören, die Leviathan-Schuppe, und hab da übrigens gewusst, die Leviathan-Schuppe, das ist einfach nur gemein. Deswegen parken wir hier mal und fliegen wir mit der Highwind. Da geht es auch erheblich schneller mit dem Ding. So, wir wollen die Schuppe verwenden. Dafür müssen wir weit fahren. Glücklicherweise geht es sehr schnell. Und zwar müssen wir dort hier. Ihr könnt es euch jetzt schon vielleicht denken, wo ich hier will. So, wir gehen so gute Wutai. So. Weil, ich glaube, dort sind sie also ich bin mir zumindest recht sicher, dass es dort ist, wo man es verwenden muss. Und yep. Da können wir auch nochmal speichern. Das ist auch kein Thema. Da müssen wir den ganzen Weg nämlich nicht nochmal spielen, falls irgendein Quatsch passieren sollte. Und Quatsch kann in letzter Zeit so häufig passieren, wie ich finde. Es ist sehr schade, bei den Gegnern dann teilweise in den optionalen Gebieten, da hockt man dann da und kämpft sich ein Wolf und wird dann doch von irgendeinem dappigen Vieh niedergemacht. Das ist dann etwas schade. Quatsch, da geht's ja zum Arm. Da muss man dann hochgehen. Jo, und dann gehen wir doch von dort aus in die Höhle.
Okay, da haben wir natürlich auch nochmal Gegner. Diese lustige Wutai-Hunde, diese China-Hunde, die man auch in jedem China oder vor jedem China-Restaurant als Messingstatue mit Vergoldung sieht. Lesen Sie dann, Faulländer. Okay, die machen jetzt wirklich keinen Schaden, muss man dazu sagen. Flammentanz. Okay, das sieht... Okay, ich wollte gerade sagen, das sieht jetzt halt wirklich noch Flamme aus, aber na gut. Zack, lassen wir einfach nur sein Villa. Zack. Einer ist schon kaputt. Und das Wetter ist auch hinüber. Ganz einfach. Weiter geht's. Asteroid hat ein Level kriegt. Na, saugeil. Was kann dann der jetzt? Zauber... Komet 2. Angriff ohne Zauberwirkung. Kostet aber 110 MP. Tja, das ist dann so ein richtig übles Ding. So, da müssen wir rein, die Höhle. Ich glaube, jetzt sind wir in der Lage, das Feuer zu bekämpfen. Die Leviathan-Schuppen glänzen. Genau. Habe ich doch noch das Ganze richtig im Kopf gehabt. Ich war mir nämlich sehr sicher, dass das hierfür gut ist. Dass wir hier in Wutai das Feuer bändigen können. Die Leviathan-Schuppen glänzen. Dann können wir nämlich hier auch das Höhlesystem erforschen. Materia auch stehlen. Was ist denn das nochmal? Da erinnere ich mich jetzt wiederum nicht. Gucken wir doch gerade mal. Auch stehlen. Stiehlt gleichzeitig ein Objekt. Stiehlt gleichzeitig ein Objekt. Okay, das können wir koppeln. Wenn wir jetzt zum Beispiel Genesung anwenden würden, dann würde es auch gleichzeitig ein Objekt stehlen. Das heißt, das ist natürlich nur bei Angriffszauber nützlich, dass wir das bei Gegnern so machen können. Moment. Barrett hat auch noch so einen Quark. Zeit. Ja, okay. Das ist MP-Absorption. Zerstörung. Können wir mit einer schönen Angriffsmaterie, glaube ich, belegen. Moment, dann machen wir die MP-Absorption raus. Die ist zwar ganz cool, aber das können wir... Oh, Moment. Erde. Kujata mit... Kujata können wir kurz fortpacken. Da können wir Erde weg. Erde rein. Kujata hier rein. Und auch stehlen können wir da machen. Das heißt, wir verwenden jetzt Beben 3 beispielsweise auf den Gegner. Und können dann auch gleichzeitig von dem Objekt stehlen. Oder händen Versuche, Objekt zu stehlen. Das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Und ich glaube, mir ist hier tatsächlich auch gar nicht mehr möglich in dem Gebiet. Jetzt müssten wir gerade noch gucken, ob es hier noch andere Höhle gibt, in die wir reinkommen können. So, Moment, von da kommen wir. Dann täte ich aber gerade mal sagen, dass man an der Stelle die Zufallskämpfer ausschalten, weil das sind jetzt wirklich nur so Ratterschwanzgegner, die nicht besonders wichtig sind und nicht so besonders stark sind. Ich täte nämlich gerne mal gucken, ob es noch weiter Höhlesysteme gibt hier, aber ich glaube, das war's schon. Ich glaube, mir hämmert tatsächlich nicht mehr. Nee. Ich denke tatsächlich, das müsste es gewesen sein hier. Da sind wir ja schon hier gewurstelt. Da geht es dann zum Arm. Ja, das müsste es gewesen sein. Aber damit wir einfach nochmal sicher sind, gehe ich hier nochmal rein, schalte auch hier den Knorze nochmal ein. Dann können wir nämlich gucken, ob es hier noch irgendwas Wichtiges gibt. Ja, Quatsch, das war die Hand. Ob es hier nochmal irgendein Höhlesystem gibt, was ich möglicherweise verballert habe. Gerade mal gucken. Die Leviathan-Schuppen glänzen. Okay, da können wir das Feuer auch bis zum Schluss zurückhauen. Ah, Aleshen dafür war es das wert, denke ich. Oritsuru. Das ist dann Oritsuru. Das ist eine Fernkampfwaffe für die Yuffie. Okay. Aleshen, das war's wert, weil das Ding wahrscheinlich sehr stark sein wird. Da können wir jetzt zwar rumrennen, aber das bringt jetzt nicht so sonderlich viel. Nee, da gibt es nirgendwo mehr Reihe. Das Feuer haben wir komplett zurückgeballert. Ja, das wird's gewesen sein. Schade eigentlich, dass da nicht noch mehr Höhlesystem ist. Aber für die Materia auch stehlen und für die Waffe Oritsuru hat es auf jeden Fall schon mal gereicht. Und es steht erst Sachen, wir verwenden das doch gleiche Mal.
Wenn wir ohne wieder A-Komme sind, können wir nämlich nochmal kurz PHS einsetzen. So, zack. Und rufen nochmal die Yuffie zu uns. Barrett, mach mal kurz weg. Lass die Kleine machen. Und die Clay kriegt jetzt das Dingens. Oritsuru, 90 und 116. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Und hat halt vor allem, was sehr cool ist, jede Menge Materia-Slots. Okay, PHS. Yuffie geht wieder weg. Barrett wieder rein. Und dann können wir auch weitermachen und können Richtung Rocket Town. So. Watsch. So, da. Das war so viel dazu. Speichern. Moment. Ich habe ja gesagt, die haben neue Sortimente. Natürlich. Ich kann natürlich auch hier nochmal gucken, ob wir hier nicht noch irgendwas Schönes finden. Hallo, willkommen. Habe ich genug gerettet. Großartig. Da kommt rein und kauft. Modersame, Diamantfaust, Kettensäge. Ne, die haben kein neues Dingens im Sortiment. Interessanterweise haben die... Ja doch, Klingenring. Die haben tatsächlich was für die Yuffie. Das hätte mich sehr gewundert, wenn die in Wutai nichts für die Yuffie hätten. Wo war dann der Materialader? Ich glaube, das war der hier. Was sind wir dann? Ah ne, das ist einfach nur der Itemlader. Na gut. Aber Zelte können wir sowieso noch holen. Hätte ich gern... Mama, noch eins dazu, 15, weil ich will das verwende, das Zelt. Dann sind wir nämlich wieder bei 14. Und ich mag nur gerade Zahlen im Inventar. Ja, was wäre das Leben ohne Macken, ne? Na gut, dann können wir jetzt nochmal hier kurz zelten. Ah, das ist doch irgendwo recht weit over, oder? Zelt, warte mal, ordnen, Feld. Zelt. Da ist es doch. Sehr schön. Jetzt sind wir soweit wieder geheilt. Jetzt können wir uns auch nochmal einen Speicherstand erlauben. Und dann würde ich sagen, wir gehen noch Rocket Town und machen ein bisschen in der Geschichte noch weiter. Und peng. So. Rocket Town liegt in der Richtung. Ich glaube, das müsste auch hier das sein. Jawohl, habe ich recht gehabt. Mal ausnahmsweise. Und runter. Und wieder ab nach Rocket Town. So. Was will denn die junge Presi Rufus bloß mit all den Techniker? Will die Annelien die als Schrottkiste weggestartet? Aber warum jetzt? Hier stehen ein paar Annelien, die fummeln mit der Rakete rum. Ist alles in Ordnung mit meiner Rakete? Oder war das City? Ist alles in Ordnung mit meiner Rakete? Na gut, dann gucken wir hier nochmal rein. Und, ist hier noch was? Verriegelt. Okay, in den Hinterhof, wo die Tiny Bronco gestanden hat, kommen wir tatsächlich Nimi rein. Schade. Dann, was ist denn da los? Spektakel. Ob gleich was passiert? Oh Mann, ich bin aufgeregt. Na dann, wollen wir uns das doch auch mal aus der Nähe angucken, oder? Hi. Die Terroristen sind da. Jetzt sind wir schon Terroristen, na herzlichen Dank. Ich meine, man könnte das Ganze ja auch mit uns absprechen oder so. Das sind Angriffstruppen. Man könnte das Ganze ja auch mit uns absprechen. Ich meine, wir waren ja näher dran an dem ganzen Sephiroth geschehen, als es die Shinra überhaupt war in dem ganzen Spiel. Und ich finde, da könnten die auch durchaus mal mit uns Abspruch halten, weil wir ja durchaus auch starke Kämpfer sind. Und da hätten wir bestimmt auch irgendeinen Weg finden können, zusammenzuarbeiten, statt uns hier permanent zu verfolgen. Das ist doch schlimm. So. Da watschen wir auch hoch. Just einen Schritt weiter. Alle zum Angriff. Na gut, dann machen wir die Welle halt auch fertig. Es tut mir ja leid um die anonyme Shinra-Soldaten. Aber wenn die das so wollen, kann ich nichts ändern. So. Hier haben wir wieder ja Eischläferungsgas. Das war jetzt aber wirklich blöd von denen. Zuerst schläfern sie ein Ei mit dem Gas und dann schießen sie damit drauf und wecken dann wieder auf. Das war jetzt nicht so klug von, ne? Aber wirklich stark sind sie halt auch nicht. Muss man halt auch dazu sagen.
Und zack und zack. Ja, du gehst nirgendwo hier. Na dann. Ah, der kämpft jetzt sogar selber mit. Der Offizier ist der komische mechanische dahin. Wie hieß denn der? Expertkämpfer. Okay, Expertkämpfer sind also anscheinend die Offiziere. Was ich etwas seltsam finde, um ehrlich zu sein. Zack und zack. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass die Offiziere halt einfach nur andere Uniform hätten oder vielleicht ein bisschen mechanische Unterstützung. Aber das lässt ihr normale Figur irgendwie nicht erkennen, dass sie das hätten. So. Und wutsch. Esmina. Okay. Was haben die bloß mit meiner Rakete vor? Ich muss raus, ihr Volk. Ich schmeiß die beschissene Annelin-Rakete aus... ich schmeiß die beschissene Annelin aus meiner Raketen aus. Deswegen haben wir dich ja auch im Team sit. Und ihr liebe Leute, ich würde auch sagen, wir machen es so wie damals, als wir das Sid auch kennengelernt haben, dass ich hier aber einen Cut mache. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.